Schönen guten Abend und grüß Gott, heute gibt's wieder eine neue Folge Viva la Movilusion Podcast und diesmal geht's um was Deutsches, denn wir haben den Film Schlaf gesehen und wie es sowieso schon heißt, wenn man deutsche Filme sieht, dann denkt man sich, schlechter als deutsche Filme geht's nicht mehr, aber irgendwo kommt auf einmal ein Schneeflöckchen, ein goldener Handschuh oder in dem Fall der Schlaf daher. Mike, erzähl mal, um was bei diesem tollen Film geht. Also in diesem sehr tollen Film geht es darum, dass die Marlene, die Mutter, und die Mona haben eine recht innige Mutter-Tochter-Beziehung und die Mutter hat ganz brutale Albträume und auch so, wie sagt man, ja, Anfälle hat's, spastische Anfälle. Keiner weiß so recht, wo das Ganze herkommt. In ihre Träume sieht's immer wieder ganz dubiose und kryptische Sachen und sie weiß nicht, wo es das Ganze hinstecken soll. Die Mutter macht dann ein Hotel ausfindig im Harz, meine ich ist das. Und das Hotel erscheint ihr schemenhaft immer in ihren Träumen. Sie erzählt ihrer Tochter quasi nichts von ihrem Vorhaben, da Expedition hinzumachen. Ja, dann passieren seltsame Sachen und die Tochter muss nachreisen, um der Mutter beizustehen. Und die Tochter kommt dabei einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur. Hat das soweit passt, oder? Ich darf schon sagen. Einwandfrei. Ich darf schon sagen. Super. Ich habe den Film jetzt mittlerweile schon zum zweiten Mal gesehen. Das erste Mal habe ich die Ehre gehabt im Hardline Film Festival in der Kategorie Highlight Deutsches Kino. Und da, wie du schon sagst, deutsches Kino ist immer ein wenig ein Problemfall. Und ich für meinen Teil wieder im Kino drin gesessen bin und mir gedacht, ja gut, lass das Ganze ein wenig über die ergehen. Und das wird dann schon passen. Aber ich war dann so dermaßen begeistert, dass der Film mein Highlight war vom Hardline Film Festival 2020. Da schau her. Ich muss aber auch sagen, also ich habe das erste Mal jetzt erst vor kurzem gesehen, weil ich im Hardline Festival versammelt hab, beziehungsweise daheim auf der Couch, wie man es da versammeln kann, frage ich mich selber, aber es ist halt passiert. Ja, weil wieder das Tragelbier ums Eckerl rumgelührt hat. Ah, stimmt, der Tragelsepp war wieder um die Genau. Stimmt. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich den jetzt noch mal sehen habe können, weil das für mich auch ein nachträgliches Highlight vom Hardline geworden ist. Aber eigentlich müsste ich jetzt fast sagen, der Hardline Flo, wenn uns einen deutschen Film herhaut, dann war das bis jetzt immer überragend, weil das hat er doch auch mit Schneeflöckchen schon gemacht. Richtig, richtig. In der Filmreihe hat er Schneeflöckchen gehabt und dann denkst du nichts, ja, schaust halt mal hin. Und ja, bam, einen der besten deutschen Filme in den letzten 10 Jahren um die Ohren gehaut und dann kommt er jetzt im Festival mit einem deutschen Film daher und haut er den nächsten besten Film der letzten 10 Jahre, also besten deutschen Film der letzten 10 Jahre um die Waschel. Also Flo, bitte weiterhin die deutschen Hochkaräter ausgraben. Auf jeden Fall. Der Flo hat's auf jeden Fall drauf und wer es auch drauf hat, das ist der Regisseur Michael Venus, der wo bei dem ganzen Regie geführt hat. Das Ganze ist ja noch sein Debütfilm. Nach der ersten Sichtung im Hardline Festival ist ja immer am Schluss das Q&A und der hat der Herr Venus so einen netten Eindruck gemacht, dass ich mit ihm eben Kontakt aufgenommen habe und habe für euch noch für die noch den Screening-Link organisiert, dass du die auch noch unbedingt vor dem Ganzen überzeugen kannst und dass wir nochmal einen langen Podcast machen über Schlaf, weil es wirklich wert ist. Ja, vielen Dank an den Michael da nochmal an der Stelle für den Link. Aber lange Podcasts machen wir mir nie, außer mit Gästen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal über den Film geredet, mal bei einer Zusammenfassung vom Hardline, aber das war bloß so kurz angerissen, aber es gab noch ein paar Sachen, Redebedarf, sage ich jetzt mal, über den Film. Ja, dann red doch einmal, ich red da alles von der Seele, ich bin da für dich. Ja. Ich bin da. Und Folgendes, ich find's immer saugut, wenn's dann einen Horrorfilm hast, der wo auch ohne seinen Horroranteil funktionieren wird. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist da Hereditary. Der Film darf auch funktionieren, wenn er jetzt reins Familiendrama war, ohne den okkulten Aspekt. Und so ist eben auch bei Schlaf. Das Ganze hat sehr viel Drama- und Thriller-Elemente und es kommen auch dann vereinzelt so mysteriöse und übernatürliche Sachen mit dazu, ohne die der Film aber auch funktioniert. Und das hält ihm ganz schön zugute, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also die, wenn man weglassen hat, dann hat der Film als reinrassiges Familiendrama funktionieren, indem eine Tochter versucht, ihrer Mom zum helfen. Genau so und das.
teilweise sehr emotional und auch super geil unterstrichen durch den grandiosen Sound und Score, den sie da an den Tag gelegt haben. Ich habe mir jetzt erst eine recht frisch eine Kinoanlage heim da und bei dem Film, wenn du da einen Woofer auftrast, da scheppert's aber ordentlich. Okay, das Respekt. Ja, das mögen wir. Respekt. Ich kann da wieder nicht auftragen, weil sonst haut's bei mir einen Burm um vom Bett aus. Aber wenn du das sagst, das ist schon mehr eine coole Sache. Ja, bei mir hätte die Alt von der Couch übertragen, die hätte dann gemeint, ja, machen wir mal ein bisschen leiser. Dann habe ich gesagt, also kannst das jetzt aussuchen, dass die entweder wegen dem Sound übertragen oder wegen meiner Rückhand. Oder das hat dann letztendlich hat's mich wegen ihrer Rückhand von der Couch übertragen, aber ich wollte es gerade mal erzählt haben, dass es mit dem Sound schon geil kommt. Okay, sehr geil. Sehr geile Info. Wo wir beim Sound sind, dann ich gerne weitergeht zu den Kameraeinstellungen und Kamerafahrten, sage ich jetzt einmal. Die waren ganz toll. Also ich habe das ganz cool gefunden, die bestimmten Winkel oder die Perspektiven, die Kamera einnimmt und dann die Fahrten dazu. Da bin ich ganz oft erinnert gewesen an die Filme vom Dario Argento. Und bei die Ausleuchtung, die der Film gehabt hat, habe ich ganz oft an Mario Bava denken müssen. Also ich glaube, dass der Michael Venus ein rechter Liebhaber vom italienischen Kino der 60er und 70er Jahre ist. Wage ich jetzt einmal zum Behaupten. Ne? Ja, es erinnert stark dran. Und was dabei richtig herausgestochen hat für mich, vor allem was ja da Beleuchtung und Farbe angegangen hat, war es ein Drogentrip? Kann man es Drogentrip nennen? Ja, vielleicht nicht so hektisch wie manche andere Filme, die es umsetzen, aber es war schon ein rechter... ein recht bizarrer Moment, aber schön zum Anschauen. Auf jeden Fall. Mit coole, ich glaube, doch waren doch auch so coole Schnitte, wenn sie rückwärts umfällt und auf einmal fällt es durch die Tür durch und ist in dem Raum drin und oder dass auf einmal dann dieser Geist aus ihr rausfällt oder in sie reinfällt und so. Das ist alles so geil ineinander verflochten und zusammengeschnitten gewesen. Das war richtig schön zum Anschauen. Ja, und er hat ein paar so ganz tolle, surreale Elemente gehabt, wo sie so Träume hat und dann schaut's vom Fenster raus in die vereiste Landschaft und sieht da einfach nur eine rote Gestalt stehen. Wie das ausgeleuchtet ist von der Stimmung her, ganz brutal stark. Oder die Szene, wo alle dann nackig sind. Also auch für die Ferkel unter uns gibt's auch noch was zum Singen. Wenn einer sagt, ja gut, der ganze Thriller-Spaß da, das gibt mir nix, dann sage ich, okay, es gibt noch ein paar Nackedei-Szenen und das fand ich auch ziemlich cool umgesetzt, wie das gemacht worden ist. Absolut, ja. Aber jetzt spoilert uns nicht schon ein Triple Threat hier. Okay. Ja, zu den surrealen Szenen, da sind einige Sachen drin, die halt auch dann wieder so komplett freakig umkommen. Ich denke gerade an die Szene, wenn es mit der Tante in der Küche redet und die auf einmal umeinander grunzt und schreit wie eine Sau. Wow, hab ich gedacht. Auf einen Schlag geht's ab. Keiler. Und dann rennt er einmal selber mal durch die Bude, du denkst, hä, wo kommt jetzt er her? Ja. Nein, wirklich, das sind ganz toll. Lauter freakige Dinge. Und auch das beim Essen, wenn es auf einmal voll durchdreht. Oh ja, wo sie alles in die Figur reinstopft. Aber hallo. Ja, nein, also das schauspielerische Talent von die Tochter spielt die Mona, die Dame heißt Gro Svantje Kohlhoff und die fand ich ganz stark. Eben und gefolgt auch von ihrer Mutter, der Marlene, die wo gespielt wird von der Sandra Hüller, fand ich unglaublich stark, wie sie die zwei ergänzen. Also man nimmt ihnen das total ab, dass Mutter-Tochter-Paar sind und ja, jede auf ihre Art ganz stark. Ganz stark. Aber ordentlich. Und du bist ja mit dem Herr Venus in Kontakt gewesen. Hast du ein bisschen was aus seinem Nähkästchen rauskitzeln können, was er so auf der Agenda hat oder vorhat in Zukunft? Na, habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe jetzt eigentlich nur geschaut, dass ich den Link auftreibe und dass wir mir dann über den Film speziell reden können. Aber so direkt, wo aus ihm rauskitzelt, habe ich jetzt so nichts gesehen. Aber ich hätte noch ein paar andere Sachen, dass der Drehort von dem Ganzen, das war ein ehemaliges Reha-Zentrum im Harz. Und das ist halt so ein richtiger, fetter 70er-Jahre-Bunker. Von der ganzen Architektur her sehr kalt. Von der Location her hat das perfekt für die Stimmung und zu dem ganzen Film ganz toll passt. Richtig. Und auch was ganz... Ja. Ich wollte gerade nur den Satz eben anfügen, dass bei dem Film stimmungstechnisch wirklich alles nahtlos ineinander übergeht und ineinander greift. Das hat für mich keine Kanten und keine Ecken, sondern das ist so rund und stimmig miteinander. Das habe ich lange nicht mehr gesehen bei so einem Film, der so etwas bewirken mich. Ja, absolut. Und der Film dauert ja doch fast 2 Stunden, aber da kommt wirklich keine Langeweile auf. Das ist wahr, ja. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja. Als hätte es geschlafen. Oh Gott. Budget von dem Ganzen waren 1,4 Millionen.
und ist produziert worden von einer Dame, die nennen sie Verena Grafe-Höft. Juna-Film und ganz kurios dem kleinen Fernsehspiel des ZDF. Und zwar hat da der Herr Venus im Hotline schon verzeiht, dass er, während er die Finanzierung von dem Film beantragt hat und ist zu den bestimmten oder die verschiedenen Stellen, um Geld ranzuschaffen, hat er ganz oft verschwiegen, dass es sich um einen übernatürlichen oder einen Film mit übernatürlichen Elementen handelt. Er hat quasi nur immer gesagt, okay, wir haben da ein schönes Mutter-Tochter-Drama und dann ist das Geld geflossen. Wenn er dann natürlich dazu gesagt hätte, dass es hier um einen Mystery-Thriller geht mit Drama-Elemente, dann hätte wahrscheinlich der Geldhahn gesagt, nö, deutsches Genre-Kino funktioniert nicht. Aber wir haben jetzt gesehen, dass es auf jeden Fall funktionieren kann. Und wenn es funktioniert, dann eben auch richtig geil. Ich weiß nicht, warum sie sich irgendwie nur so anständig offen. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn einer wirklich weniger Kohle bei der Hand hat und wirklich, es ist mir sprechbar auf 1,4 Millionen, das ist ja wirklich im Vergleich zu anderen Filmen Pipifax und was der Herr Venus da auf die Füße gestellt hat, mit ganz tolle Schauspieler, ja, das ist respektabel und sollte auf jeden Fall nachgeahmt werden. Aber ordentlich, ja. Ja. Haben wir schon einen deutschen Release für Schlaf? Nein, bis jetzt nicht. Also der ist ja jetzt kurz bevor der Lockdown war, meine ich, ist er angekündigt worden, dass er offiziell in einigen deutschen Kinos laufen wird. Aber ja, genau, Ende wie gesagt, Oktober hätte er da noch mal laufen sollen. Aber ob er letztendlich irgendwo noch mal anlaufen hat dürfen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Bei uns glaube ich nirgends, oder? Na, wisst ihr jetzt auch nicht. Aber ich hoffe halt, dass die Leute sie durch unseren Podcast wegen den Schlaf im Hinterkopf behalten. Und wenn sie dann lesen und es gibt dann wirklich nur ein VÖ oder der Film läuft dann wirklich nur mal im Kino, dass sie sagen, ja, okay, hey, die coolen Jungs von Viva la Movilusion feiern den und er ist im Hotline gefeiert worden, den stellen wir uns in Figur ein und haben eine richtig gute Zeit mit einem deutschen Genrefilm. Weil wenn nicht, gibt's Rückhände. Aber hallo. Ich bin richtig in Rückhandstimmung. Wo ist der Typ mit einem Stern? Wo ist er? Ich verramme. Ja. Das lässt mich nicht los. Den sucht man. Den sucht man. Ja, ist auf alle Fälle geil, dass du da das gesehen hast im Hardline, weil du da noch die geilen Infos noch aussuchen kannst, weil ich leider ist zu dem Film nicht so viel Background zum Erlesen, sage ich jetzt einmal. Ja. Und da ist es ganz gut, dass du mit dem Herrn in Kontakt warst und auch vor Ort beim Hardline. Da bin ich ein bisschen neidisch, aber ich war, wie gesagt, auf der heimischen Couch. Ja. Also hast noch ein paar coole Infos für die Leute, damit der Schlaf noch besser ankommt. Und Schlaf kommt ja normal immer gut an, Leute, das merkt's ja. Dann schaut's nicht, kann ich sagen. Und Schlaf ist wichtig. Ja, Schlaf ist ganz wichtig, vor allem so ein Schlaf ist wichtig. Na du, ich hab da jetzt eigentlich schon alles von meinen Weisheiten aufs Brot gestrichen und ich bin eigentlich auch jetzt mit meinem Latein hübsch am Ende, muss ich sagen. Ja, das ist schade, ich hätte ein wenig mehr von dir erwartet, aber gut, so kennt man dich, gell? Ja, das sagt meine Frau auch dabei. Ja, das weiß ich eh. Schnellste Colt im Wilden Westen, oder wieder mal. Ja, dann gehen wir nicht tiefer drauf ein, sondern schwenken wir um zu unserem Tops und Flops bei dem Film. Mike, du feierst noch ohne Ende. Verzeih mir, was ist dein absolutes Highlight in dem Film und was sagst du ein bisschen? Also, ganz toll fand ich, dass er da einige Elemente aus dem italienischen Kino mit eingebaut hat, mit die ganz tollen Kamerafahrten und der Beleuchtung. An sowas kann ich mich nie satt sehen. Und sowas in einem deutschen Film zum sehen, ist ganz seltsame Erfahrung, weil sich das der deutsche Film oder das deutsche Kino eigentlich so überhaupt nicht traut. Und das hat mich total vom Hocker gerissen. Was mir nicht so gefallen hat, das ist das Ende. Also nicht das Ende an sich, sondern dass der Film früher enden hätte sollen. Er versucht dann immer wieder, wo du sagst, okay, ja, jetzt kann der gar sein, macht er noch mehr ein Fasserlauf. Dann meinst du, jetzt ist gar, macht er noch mehr ein Fasserlauf. Also die letzte Viertelstunde hätte er früher zum Ende kommen können, wo sie ein wenig straffer gefunden hätte. Aber das ist in dem Fall Nörgeln auf hohem Niveau, weil wirklich der Schluss, der Payoff ist dann Weltklasse, aber man hätte eigentlich schon früher Schluss machen können. Wie schaut's bei dir aus? Ja, bei mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab kein Flop an dem Film, weil mir hat der wirklich durchgehend, hat mir der Laune gemacht. Dafür mache ich heute einfach mit 2 Tops. Haha, da schaut's sich, gell? Und zwar fand ich als erstes die Szene, wenn sie bevor diese Drogenparty oder was auch immer das ist, die Kunterbunte losgeht, da lernen sie eine kennen und hat da dann so einen kleinen Zusammenbruch und warnt und die wird dann von der
ihr eigentlich nur Fremden in den Arm genommen. Die Szene fand ich ultra schön, weil die einfach so viel Menschlichkeit ausgestrahlt hat, dass man als Fremder nicht wegschaut, wenn man das sagt, geht's jemand schlecht, sondern sich dem einmal widmet und dem vielleicht einfach nur ein bisschen Trost spendet. Das fand ich eine ultra schöne, berührende Szene. Und was ich noch geil gefunden habe, war dann eben am Ende die Metapher mit dem eigenen Grabschaufeln. Das fand ich, also ich möchte jetzt nicht komplett spoilern. Es werdet ihr sehen, wenn ihr das Ende seht, warum das so ein unglaublich geil bildlich dargestelltes Ding ist für sein eigenes Grabschaufeln. Das fand ich unglaublich grandios umgesetzt. Ah, sehr gut. Du weißt, glaube ich, was ich meine, oder? Ich weiß, was du meinst. Ja, weiß ich ja. Ach, Gott sei Dank, hätte ich gemeint, die verzeihen Schmarren. Nein, gar nicht. Hast ganz schick. Okay, dann haben wir nur unseren Triple Threat diesmal aus. Mike, gab's Titten? Ja. Gab's tote Tiere? Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Nein, gab's nicht. Und knockerte Trompeten? Ja. Und für alle, die es genau wissen wollen, bei circa Minute 47 sagt man das alles. Du hast nicht schon wieder die Zeit gemessen, oder? Ja, falsch, Alter. Das ist eine wichtige Information für die Leute. Wow. Geil. Niveau, hallo, bist du? Kundenorientierung ist das A und O. Wir sind ein Dienstleister, also muss ich ja kundenorientiert handeln. Ja, hast schon recht. Und wer gerade schnell ein D von 0 sagen möchte, der geht auf Minute 47 und dann ist er befriedigt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich fast behaupten. Bis auf das, dass bitte unseren Podcast liked und teilt und kommentiert und nicht 1-Stern-Bewertungen gibt, weil sonst rast ihr aus. Ja. Und Herzen auch, wenn wir schon beim Thema sind, im Schlaf an, weil es wisst ihr, was man im Schlaf hört, das merkt man sich anscheinend recht gut und unsere Weisheiten sind ganz wichtig für Unterhaltungen am Tisch mit den Schwiegerleuten. Genau. Und dann kann ich gerade noch sagen, danke, dass ihr uns wieder mal zugehört habt. Das ist schön für euch. Ja, und ich sag nochmal danke an Michael Venus für echtes deutsches Kino mit dicken Eiern. Ja, genau, da geht auch nochmal fett Danke aus. Und auch an den Flo, dass der da wieder mal dafür gesorgt hat, dass so ein geiler Film Hardline läuft. Richtig. Danke, fühlt euch geküsst und umarmt. Macht es gut, bis bald. Servus. Servus.